Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind in Wolle und wenn es Frühling wird, geht in Wolle auch die neue Turbo Kart Season los, wo wir auch wieder teilnehmen. Und dieses Jahr gibt es eine kleine Neuerung, was vor allem Pitstops anbelangt. Und zwar ist es so, dass wenn du in die Box reinfährst, dein Teammate nicht mit dem gleichen Kart rausfährt. Es gibt nämlich neu auch noch einen Kartwechsel. Und das ist ein Konzept, das sehr viel Abwechslung drin bringt und auch den Rennverlauf recht stark kann verändern, je nachdem, was man für eine Kart bekommt. Wenn du reinkommst, ist es eben auch noch so, dass man nicht einfach sagen kann, ja, ich nehme jetzt den Kart, weil man das Gefühl hat, der Kart ist schneller, oder weil man weiss vielleicht auch, dass der Kart schneller ist. Man muss eben auch noch würfeln. Und je nachdem, was man gewürfelt hat, kriegt man halt dann eine Karte über. Und das Konzept ist sehr cool. Wie es funktioniert hat in dem Rennen, werdet ihr dann nachher sehen. Ich muss aber persönlich sagen, es ist ein sehr guter Ansatzpunkt und ich freue mich, dass in dieser Season das so umgesetzt wird. Neu ist es so, dass wir 18 Fahrer sind und nicht mehr 16, also wir haben noch 2 Fahrer mehr gehabt. Jetzt in diesem Rennen sind wir aber nur 17 gewesen, weil sich noch ein Team kurzfristig abgemeldet hat. Wir haben für das Training, Qualifying und für den Rennstart die Karte Nummer 68 gezogen. Und alle Links und Social Media Kanäle von der Kartbahn Wolle findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch somit viel Spaß bei dem Video von dem ersten 2 Stunden Turbo Kart Rennen in Wolle. Mit der Regeländerung wird es sehr interessant. Wir wechseln die Karte bei jedem Stopp. Das heisst, wir gehen nicht einfach nur rein und den Stand der Fahrer wechseln. Wir kommen etwas komplett Neues über, wo wir nicht gefahren sind heute. Finde ich sehr interessant. Ist auch sehr interessant, das ganze Feld sehen. Das kann ausmachen, dass es heute, entweder ein verdammt gutes Rennen gibt oder es komplett in die Hose geht. Aber es wird cool. Wir sehen auch dort, wenn du mal hinschaust, mit das Gitter in der Mitte. Es können sich nicht mal alle auf einmal anmelden. Das heisst, nur 2 gleichzeitig. Im dümmsten Fall muss einer sogar extenden, oder wir müssen einen früher reinholen. Und das sind jetzt halt so strategische Sachen, die hast du vorher nie gehabt und das muss jetzt berücksichtigen und das wird geil. Das passt mir wirklich sehr. Ja, das wird wirklich sehr geil werden. Du musst mich nicht filmen, Mann! Das heißt, du in den Abend. Ich weiss nicht, ChatGPT hat mir gesagt, wo ich die Strategie habe, gesagt habe, immer genug früh vorbereiten, dass wir nicht in Stress kommen. Und was mache ich? Ich hole Stress. So Stress in Practice, super Döme. Genau so läuft er da. Guter Start. Doch nicht. P10. Wie der Gabo jetzt würde sagen, immerhin noch in den Points. Schule ist 10, der schnellste 49 gefahren, Schule ist 51 tief gefahren. Franz Hermann Racing, Pole. Nicht schlecht. Krass. Nicht schlecht. Guck mal, Joel. Ja, ich weiß auch nicht. Die letzte Runde, ich habe gedacht, die letzte Runde könnte es noch mal gewesen sein, aber ja, in dem Fall nicht. 10. Easy. Schauen wir mal. Ja. Bist du nervös? Nicht? Nein, ich
freue mich, ich habe Vorfreude. Es hängt alles von dir ab, Walteri. Bringen wir endlich mal Walteri-Merch. Was ist passiert? Ich weiß es auch nicht. Du weißt auch nicht? Ich habe nur gesehen, dass es ein bisschen dort hinten gescheppert hat. Und dann nachher ist der Simi vorbeigefahren an uns und hat nur so gemacht auf einen, hat auf einen gezeigt. Aber Einsteigen. Einsteigen. So, wie ist es gelaufen? Und wie fühlst du dich? Ja, beruhigt. Ich habe es nochmal angefangen. Es ist halt das ist so nervig. Weißt du, der eine will zu viel. Ich positioniere mich dort schon, was ich machen und nicht mehr weg. Ich habe nicht. Beim Ski, nein, ich habe ja etwa 10 Sekunden liegt dran, sicher, Minimum, weil ich nicht festgehangen bin, aber letztes Mal ja, einfach alles Adrenalin gehabt, probiert wieder zurückzukommen, mich zu überholen. Auch ein bisschen aggressiver für meinen Stil überholen. Normalerweise warte ich viel länger, aber heute habe ich einfach weitergezogen. Ja, aber ich glaube, das kann von sehen. Ja, aber wir haben immer noch so, wenn wir jetzt eine gute Karte, habe ich letzte Woche getestet, das ist okay. Dann wird es wahrscheinlich wieder ärmer. Schau, ich habe vielleicht mit ein bisschen Losglück und einen guten Pace und so. Was ist das? Mal schauen.
Jimmy, was ist das Problem? Die Karten sind abgelegen. Wir haben jetzt von möglichen 3 nur noch einen. Also wird es jetzt schon wieder strategisch. Strategisch. Und wir müssen jetzt so feststellen, dass jeder sein Stint muss jetzt extenden. Und es wird jetzt ein riesiges Ghetto geben, da kannst du mal hinterher filmen, bevor du anstehst. Also. Stehen wir nicht da vorne? Hä? Stehen wir nicht da vorne? Weil, wenn du es siehst, ist es nur eine Karte rum. Wir haben gerade ein riesiges Ghetto zu koordinieren. Das Problem ist eben das, ja, die ganze Berlin muss 69. Wir haben nicht können. Es sind 2 Karten gleichzeitig abgelegen. Da ist, du siehst die riesige Schlange hier. Wir haben gar keine Wahl mehr. Ja, da habe ich schon gesehen, dass es 2 rausgekommen sind. Aber das 69 ist eine Katastrophe. Also der Grad ist easy, aber in jeder Kurve bin ich gerutscht wieder. Was ist jetzt da da? passiert? Ja, da. Zuletzt. Was? Da in der Bande, zuletzt. Nicht irgendeine Ah, ja, Bande? das ist irgendwie, ich habe es nicht richtig gesehen, weil ich gerade die Kurve geschaut habe. Aber ich habe einfach die Zeit rausgefahren und habe die Band reingefahren. Hey, und wenn du nachher rausfährst, und auch du, wenn du rausfährst, die erste Kurve fährt langsam. Ich lenke ein, fahre geradeaus. Ich habe so gemerkt, also, die sind ja kalt gereifen. Wobei jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt ist nur noch einer. Jetzt ist wahrscheinlich... Es hat etwas Gutes. Der Joel hat auf dem Papier die schnellste Karte. Jetzt. Jetzt. Ja, nein, es ist ein bisschen... Weiss nicht, 69 war nicht so gut, wenn es etwas war. Aber ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich finde es eigentlich immer dann, wenn ich mich irgendwie am Abziehen oder anlegen. Weil es geiler Content ist. Mua, schau nach. Mua. Ziel ist jetzt eigentlich, dass die Schule so um die 30 Minuten fährt. Gemäss dem Testing und die Infos, die ich habe, haben wir die abgestellte Fahrt heute. Darum, es kann sein, dass es jetzt funktioniert oder nicht. Ich will nachher die Zeiten anschauen. Sollte nach 20 Minuten nicht mehr mögen, dann macht er so und dann wir halt früher stoppen. Aber dass wir eine gute Karte müssen wir erst so gut ausnutzen wie nur möglich.
lange magst du noch? Au. Wir haben ewig müssen, es tut uns leid. Ja, alles gut. Hey, es ist so ein kleiner Kart. Zum Glück haben wir nicht fahren, weil du oder Tömi, ich glaube nicht. Ich kann den fahren. 51. Ja. Ich bin da gefahren letzte Woche. Das ist kein Problem für mich. Ich habe so eingezogen und ich habe den immer so angezogen haben. Aber sonst mega gut. Das ist ein super Kart, gell? Viel mehr Geschwindigkeit als alle anderen. Ich musste jetzt erst neu lernen, bevor ich richtig fahren konnte. Eben, er ist schneller. Ich weiss gerade nicht, was deine schnellste Zeit am Schluss war. Wir haben jetzt noch einen, wir haben einen Leerstopp gehabt. Wieso auch immer. Der erste Stopp heisst. Das heisst, wir haben die gleiche Karte nochmal. Ich weiss nicht wieso. Es ist einfach ist entschieden worden. Dass wir nochmals 51 haben. Wir haben jetzt nochmals 51. Ja. Geil. Ja, das ist geil. Und jetzt müssen wir schauen. Wir gehen nach 10 Minuten, wenn der Levin ist, anstehen. Ja. Weil du siehst, es wird immer länger. Ja. Selber das Gefühl? Ich will mal schauen, was für eine Pose wir sind. Wollen wir mal schauen. So, jetzt will ich einmal vor der Kamera reden, und zwar wir sind jetzt noch etwa 30 Minuten am Fahren, dann ist das Turbo-Kart-Rennen fertig und der Stand ist so, dass es nur eine Karte gibt zum Wechseln, weil zwei sind abgelegen und dementsprechend gibt es, wie man hier erkennt, so eine lange Schlange, bis man die Karte wechseln kann. Ist halt natürlich sehr schade, dass es so ist, aber ja, man kann es auch nicht ändern. Wenn man zwei Karten aussteigen, ist es natürlich scheiße, wenn man nur eine Reserve hat. Und dementsprechend so eine Schlange gibt, sieht ein bisschen aus wie im Europapark anfangen. Aber ja, mal schauen, was wir noch machen mit unserer Strategie, weil wir müssen noch zweimal wechseln. Und wir haben eben nur noch 30 Minuten jetzt in Führung. Ich glaube, es ein bisschen knapp werden. Also jetzt fährt nochmal der Simi, der ist schon gefahren zwar. Aber danach sollten wir gerade nochmal anstehen und nochmal wechseln, dass dann der Joel nochmal fahren kann und dass wir ja, den Boxenstopp erfüllt haben. Ich bin gespannt, ob das jeder schafft. Aber die Schlange ist riesig. Aber das macht Spass. Ich glaube, sie haben ein bisschen Pech mit dem Kart, den ich schon erzählt habe. Und ich denke, das System, wie es so ist, wäre recht cool. Aber es müsste halt einfach mehr Reservekarte zum Wechseln. Aber ich denke mal, für den Anfang zu probieren, wie es ist. Es war sicher keine schlechte Idee gewesen und ich denke, wenn man es jetzt mal versucht hat, kann man darauf aufbauen und vielleicht findet man irgendwelche alternativen Lösungen, vielleicht kommt man mal wieder zurück aufs alte System. Aber ich würde es grundsätzlich sehr, sehr cool finden, ich finde es eine coole Ergänzung oder eine coole Option so. Und ja, mal schauen, was sonst noch jetzt alles wird passieren in den letzten 30 Minuten. So, Levin, wie war es? Anstrengend. Ja. Der Kart hat immer gehüpft in der Kurve. Aber ich glaube, es war nicht so scheiße. Also ich bin schon schlechter gefahren, glaube Also, ich glaube, von der Zeit her war es recht okay, also solid gewesen. Also, zwei haben mich überholt, zwei habe ich glaube überholt. Einer hat vor mir noch gedreht, auch 57, wie beim Sibi. Aber ich kann noch ausweichen, aber ja. Ganz okay gewesen, glaube ich.
Was erzählen Sie? Gut. War ein guter Tag? Das ist auch gut, ja. Also es gibt nur noch einen Lehrwechsel jetzt, weil sie nicht nachmerken, sonst weil die Leute zu lange gewartet haben, scheint es. Okay. Ja. Vorher, als ich mal geschaut habe, waren wir 8. Jetzt geht noch etwa so plus minus 10 Minuten jetzt das ganze Rennen. Ja, ist gut. Also vom Wechsel her ist es jetzt eigentlich noch gut aufgegangen und auch von den Fahrzeiten, die jeder gefahren ist gut aufgegangen. Sollten wir noch schauen, wie es jetzt aussieht für den Schluss, wenn er rausgekommen ist. Ja. Schauen wir. Ja, jetzt gehen wir mal schauen wegen der Zeiten. Ja. Er war schon schwächer als 51. Schon, Mehr ist nicht mehr reingelegen. Was sind wir jetzt platziert? 11. Ah Mann. Ja, nur Aber ich weiss gar nicht, wo wir rausgekommen sind. Sind wir 8. oder nicht? 10. 10. Bist du noch überholt worden eigentlich? Einmal von einem. Okay. Ja, easy. Ja, komm, egal. Aber es war nicht schlecht gewesen. Ja, das System war geil. So. Ich möchte mich bei allen herzlichst bedanken, dass ihr unseren Testversuch heute mitgemacht habt. Als Testkaninchen, wie auch ich bin heute auf die Welt gekommen. Ich muss leider gestehen, das Ganze ist ein bisschen ausgeartet bei den Boxenwechsel aus meinem Fehler. Wir hatten 2 Motorenschäden gehabt, gerade am Anfang, wo ich in der Tümme und aus Goodwill, wo die Gespänli, die auch schon lange dabei sind, über die Strecke gesäckelt, bei ihren Transponder geholt und habe ihnen eine neue Karte gegeben zum Weiterfahren und habe dann nachher gemerkt, dort habe ich mir dann selber ins Bein geschossen und uns haben dann logischerweise die Karte gefällt zum Wechseln. Und in der Zeit, wo wir immer nur mit einem Kart gewechselt haben, haben wir dann so viel Zeit verloschen, dass es am Schluss dann extrem eng geworden ist. Ich finde es aber super geil, wie ihr alle mitgespielt habt. Muss ich wirklich sagen, es hat uns 3 Minuten genau gelangt. Und 15 Minuten vor Schluss haben wir etwa 20 Wechsel offen gehabt. Ich habe gedacht, Scheiße, jetzt laufe ich voll rein. Zuerst war meine Idee, das Rennen zu verlängern, aber dann ist mir auch in den Sinn gekommen, die Tanks langen gar nicht zum länger fahren. Und 2 Stunden ist nicht das Maximum, da sind sie schon am Bödeln. Dann habe ich dann gemerkt, diese Idee geht auch nicht auf, also wir müssen die Wechsel irgendwie durchstieren. Es tut mir leid für die Teams, das ist vielleicht jetzt auch eins, das davon gelaufen ist, wo dann 3-4 Mal haben müssen leer in einem schlechteren Kart wieder weiterfahren. Das tut mir wirklich leid, aber es ist nicht anders gegangen. Gewisse haben Glück gehabt, gewisse ein bisschen weniger. Ich muss aber wirklich sagen, wir haben alle super mitgemacht. Ich habe auch vereinzelt gehört, dass die Leute eigentlich sehr lässig und cool gefunden haben. Ich glaube, es wäre jetzt blöd, wenn ich würde sagen, wir würden das System nicht weiterführen. Also ich glaube, wenn man die 3 Karten fix gehabt hätte und ich halt leider die ausgeschiedenen gelassen hätte, dann hätte es viel besser funktioniert. Dann wären wir, glaube ich, nicht so ins Eich gekommen. Aber einfach mal von meiner Seite aus, dass wir wissen, warum wir heute so ins Eich sind. Das war absolut mein Fehler, muss ich selber zugestehen. Aber eben, ich lerne heute auch dazu. Wir versuchen es in Zukunft zu tunen und besser zu machen. Was wir aber sicher gemerkt haben, heute ist die 30 Sekunden beim Wechsel braucht es.
Wir haben je nach Transponder und Klemmerli, wo der mal strenger reingegangen ist oder nicht, oder einer muss mal noch ein Sitzschälli oder etwas, die 30 Sekunden braucht es wirklich, also den kann ich nicht abschrauben. Und ich glaube, gewisse Leute sind auch froh gewesen, wenn es 30 Sekunden Zeit hatten. Grundsätzlich auf der Bahn habe ich es sehr fair gefunden. Ich habe nicht einmal eingreifen, nicht eine Strafe verteilen. Klar, wenn man mal 6. oder 7. in eine Kurve reingeht oder das eine trägt oder eine nicht zu erfahren ist, gibt es mal dort einen Putsch oder eine Berührung. Aber es ist auch nicht einer zu mir vorgekommen, reklamieren, dass einer unfair fährt und ständige Kiste nie fährt. Also muss ich auch sagen, Hut ab, danke vielmals, dass Sie fair unterwegs waren. Und dann würde ich jetzt mit der Rangverlesung anfangen. Es möchte jemand noch etwas dazu sagen. Wir dürfen auch am Schluss. Stein können wir am Schluss den Kopf führen, ich bin dann noch da. Gut, also. Auf dem 11. Rang haben wir unsere Influencer-Crew, die Unsafe Bros. Dann kommen wir zu den Top 10 Platzierungen. Im 10. Rang haben wir noch... Also, komm Simi. Leg los. Fazit. Fazit vom heutigen Tag. Interessantes System, ich finde es gut. Es hat noch kleine Kinderkrankheiten, die sie noch beheben müssen, weil nur noch eine Karte am Schluss war. Ich habe das Gefühl, es wird noch ein bisschen Spannung reinbringen. Und am Ende sind die gleichen vorgesehen. Aber wir reden von denen, das sind die 20 Jahre zum Beispiel schon da. Die wissen wahrscheinlich jede Karte in- und auswendig fahren. Overall zufrieden, am Anfang 10 Sekunden dort hinten verloren. Wäre wahrscheinlich P9 gesehen. Aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, wir haben das gut gemacht, wir haben eine grosse Unfälle selber verursacht, pace-wise. Es kommt langsam wieder. Und so kann es weitergehen. Schließ mich an. Die kurzgebundenen Treiben hier wieder. Das war geil, als ich das erste Mal gekommen bin und dann geht es 51. Dann ist direkt gesagt, oh mein Gott, 51. Wir machen jetzt den länger. Kannst du schnell fahren, so lange wie du irgendwie kannst. Das war geil. Ja, und das 51 ist schon viel stärker als die anderen, habe ich das Gefühl. Ja, es war geil. Cooles System. Tipptopp. Das nächste Rennen ist im Mai. Mai, Dömer Levin sind nicht rum. Wir sind am lieben, ich glaube, das zweite fahren. Wir schauen es noch an. Vielleicht können wir auch mit dem anderen Team, mit dem Brüder fusionieren. Es steht noch ein bisschen beides im Raum, aber falls es einen Vlog gibt, dann gibt es noch nicht so. Ja, kommt gut. Kommt gut.